Segundo fin de semana del tercer Festival Internacional de Mediometrajes de Valencia La Cabina. Estamos en el MUPIM y así como el fin de semana pasado estuvimos con Graham Cole y Christophe Lemoine, este fin de semana vamos a entrevistar a Lars Gunnar Lotz y vamos a ver su película Por Miriam. Weil es so mittellange Filme zeigt und ich glaube, das ist das erste Festival, wo dieser Film läuft, der wirklich nur Filme dieser Länge zeigt. Einmal ein Drehbuch geschrieben, aber jetzt bei dem Film für Miriam, der hier läuft, hat das eine Autorin geschrieben, die ich an der Filmakademie, wo ich studiere, an der Filmhochschule, die ich da kennengelernt habe. Ich will eigentlich nicht selber schreiben, ich fühle mich mehr als reiner Regisseur und entwickle gerne mit guten Autoren zusammen Geschichten. Das heißt, dass wir schon von Beginn an uns überlegen, was wir erzählen wollen, aber den reinen Schreibprozess macht dann der Autor und ich gucke dann immer wieder drüber und dann reden wir, wie wir es weiter verändern können. Einer von Ihnen hat während der letzten Klausur einen besonders interessanten Lösungsweg gefunden. Vielleicht gelingt es auch bei dieser Aufgabe. Lukas Fleißer? Herr Fleißer, werden Sie nicht leichtsinnig. Denken Sie nach. Denken Sie nach. Es ist immer schwierig, eigene Filme zu interpretieren und das will ich eigentlich auch gar nicht, aber insgesamt, was mir wichtig war, war zu zeigen, dass durch die direkte Konfrontation der beiden eigentlich klar wird, dass sie beide irgendwo Verlorene sind, die einen Halt suchen und das am Anfang auch noch gar nicht so sich bewusst sind, aber das am Ende eigentlich merken. Und für mich hatte diese ganze Geschichte, die Begegnung der beiden auch immer eine Einmaligkeit, dass da jetzt keine Liebesgeschichte wird, die ewig hält, sondern das ist ja aus einer extremen Situation hervorgekommen und sie hatten einfach den wahnsinnigen Drang, sich wo festzuhalten, also überhaupt wieder Nähe zu spüren. Sehr gut finde ich dieses Festival, weil es genau ja das Problem ist, dass unser Film, und es entstehen ja immer mehr solche Filme, gerade an Filmhochschulen, wo man einfach mehr ausprobieren will als 15, 20 oder 30 Minuten, wo man einfach mal so quasi fast an den Spielfilm rankommen will, um auch mal wirklich eine Charakterentwicklung zu zeigen, was in einem 15-minütigen Kurzfilm schwierig ist. Und von daher begrüße ich das sehr, dass hier eine Plattform ist und das ist unser erstes Festival in Spanien, wo wir laufen. Das ist dann auch nochmal sehr schön und ich hoffe, dass es öfters passiert, dass solche Filme die Chance haben zu laufen, weil das sind ja oftmals die ersten Schritte von Filmemachern und ich finde die meistens immer mit die spannendsten. Un saludo para fanáticos del fotograma. Mejor mediometraje, Enterrar nuestros perros.
Esta es la tercera edición, en la cual hemos tenido un aumento significativo en número de mediometrajes y sobre todo de afluencia al público. Además de enviar a todas las productoras que encontramos por el mundo, es que hemos también mirado a las películas que habían en Clermont-Ferrand, en Brive, todos los festivales que podíamos. Recibimos una avalancha de mediometrajes de muchísimos lados del mundo y la verdad es que nos llevamos muy gratas sorpresas. Y claro, bueno, de hecho nos gustaría poner muchísimas más películas. Este año han venido 3 directores a presentar sus películas. Eso enriquece mucho los visionados porque es la premisa que tiene normalmente el aula de cine a la hora de exponer o proyectar una película, que haya un coloquio posterior, que no se quede solo en el mero visionado de la película, sino que se pueda ampliar esa visión, y qué mejor que con el director delante. Cualquier persona que haya estado presente en el festival anterior y en este puede ver la comparativa que evidentemente hemos ido a más. Nos gustaría ser un agente cultural más dentro de los festivales o de los actos que se hacen en esta ciudad. Creemos que ya lo somos. Todo el equipo de La Cabina es un equipo estupendo y creo que eso se refleja en el resultado final.